Willkommen zurück zu Anno 1800. Die Gelehrten, wie ich es mittlerweile genannt habe. Und zwar, weil es eben jetzt eigentlich in der alten Welt darum geht, die Gelehrten auszubauen, Forschungspunkte zu generieren, damit wir, ja, cheaten kann man zwar nicht nennen, aber halt doch gewisse Produktionen und Items ein bisschen so optimieren können, wie es eigentlich gar nicht sein dürfte. Beziehungsweise eben doch, ich meine, allein schon Kaffee heißt, ja, muss in der alten Welt gemacht werden und so. Aber warum nicht auch in der neuen Welt? Beziehungsweise, nee, warte mal, ist umgekehrt. Scheiße. Nee, eben, eigentlich müsste ja Kaffee in der neuen Welt machen. Wäre aber natürlich geil, wenn man es in der alten Welt machen könnte. Und da gibt es halt so gewisse Tipps und Tricks, beziehungsweise, ja, was heißt, ist einfach halt eine neue Entdeckung. Sagen wir es so, es ist der Fortschritt, der halt möglich ist. Und den können wir hier mit eben dem Forschungsinstitut erleben. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Ziel in diesem Abschnitt des Let's Plays. Das Problem dabei ist, dass wir halt hier und da noch gewisse Baustellen offen haben, um die wir uns jetzt kümmern müssen. Haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. So. Zum Beispiel, was mir vorhin aufgefallen ist, wir haben hier einen Marktplatz und hier einen. Warum? Wo man zwei Orten einen Marktplatz haben, verstehe ich irgendwie nicht ganz. Erstmal hier einfach ein bisschen näher ans Vollgach bringen. Wir haben gesehen, dass wir hier irgendwo ein Häuschen hatten, was zu wenig vom Marktplatz hatte. Geht's eigentlich nicht mehr. So, dann haben wir hier ein Podium, von denen haben wir da unten eins und da oben. Natürlich auch nicht alle, die jetzt in Genuss des Podiums kommen. Schuschu. Das ist M-Besa. M-Besa ist geil. Zumindest die Musik. Yeah. Schau her, schau her. So, keine Sorge, hör schon auf. So, jetzt dann ganz kurz gucken, was plötzlich hier mit den Leuten hier los ist. Mit dem Trockenfleisch ist klar, das haben wir den Vogel schon gesehen. Bin ja aber eigentlich dabei, hä? Also das... Nicht genügend Arbeitskräfte, ja, scheiß drauf, das kommt schon. Trockenfleisch hat jetzt auf 3 irgendwie nur. Weil wohlgemerkt, hier ist eigentlich nicht das Problem. Weder am Salz noch an den Sangerkühen haben wir das Problem. Wir haben es eher hier. Und hier muss ich jetzt eben sowieso noch ein bisschen optimieren, weil mir gefällt das Ganze noch nicht so richtig. Das? Meine Nichte hat mich gebeten, es zu reparieren, aber... Polizeiwache haben wir da, jetzt schiebe ich die mal ein bisschen nach oben. Aber erstmal den auf die andere Seite. So, dann haben wir die, der ist da oben. Dann kann er hier für Recht und Ordnung sorgen. Sobald es soweit ist, und das wird garantiert so weit kommen. So, das sind ja die Dinger hier. Genau, da habe ich schon 6 Stück davon gemacht. Das ist soweit auch korrekt. Ich muss ein bisschen besser unter den einzelnen Gebäuden aufteilen. Damit halt je nachdem, wo wir gerade sind, das eine oder andere Gebäude sich darum kümmern kann. Okay. Ich laufe nur da in der Gegend herum, von mir aus. Klappt sogar, krass. Natürlich jetzt im Prinzip schöner, wenn ich die gerade Häuschen, Kabäusken anchauffieren könnte. Genau, zack. Dann kann man es einfach verschieben, ohne direkt wieder
bauen zu müssen. Das ist hier so ein geiles Feature. Gut, hätten wir das mal. Beziehungsweise in der Theorie. Aber ganz kurz für die Prachtgewänder. Wir haben 8 Stück, das ist soweit korrekt. Im Verhältnis zu 4 von Leinwebereien und noch einmal 8 zum Flachsfarmen. Da haben wir 2 Stück, da haben wir 4 und da oben nochmal 4. Das können wir jetzt eigentlich auch nochmal ein bisschen optimieren. Ich habe hier 2 Flachsfarmen, das ist gut. Hier habe ich plötzlich irgendwie 2 Tef-Farmen. Das könnte man eigentlich auch noch ein bisschen anders setzen. Moment. Mir ist scheißegal, ob die ganzen Dinger kaputt gehen. So. Dann machen wir das so. Damit alles ein bisschen an Ort und Stelle, ich sage jetzt mal. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Ne, danke. Wir können sogar hier noch irgendwie nochmal einsetzen, falls mal nötig sein sollte. Theoretisch können wir sogar den jetzt sogar... Aha, hätte ich eigentlich machen können, wa? Hätte ich oben eigentlich noch ein bisschen Platz für was anderes. Oder vielleicht sogar für noch eine Tef-Farm, falls nötig sein sollte. So. Hätten wir jetzt mal da hinüber gemacht. Da habe ich euch so platziert. Das stimmt soweit auch. Muss ich noch ganz kurz weiter ausholen, sag ich jetzt mal. Dafür brauchen wir einen Kanal. Ja, ich weiß, aber ich muss erst mal hier gucken. Dann kann ich hier auf den Kanal außen umbauen. So, mach ein bisschen, bitte ein bisschen schneller. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Die Waffenruhe wurde beendet. Kann hier überall noch diese Dinger ausbauen. So. Dann hätten wir das für die auch mal. Hier heißt ja, genau. Nicht so launisch wäre. Das kam ja von hier unten eigentlich. Was haben wir hier eigentlich schon wieder mit den Hibiskus-Dingen? Das sind ja die hier. Ist offenbar immer noch alles cool. Hier habe ich mal noch eine Tef-Farm hingebaut. Da unten. Was ein bisschen hässlich aussieht, wie ich finde. Einen Friedensvertrag unterzeichnet. So, da brauchen wir eine Handelskammer wegen der Schleuse, wenn wir da ein bisschen mehr was machen könnten. Papiermühle. Natürlich auch cool, Lehmschöpferei und Papiermühle, direkt beides zu machen. Das Problem ist halt, Lehmschöpferei habe ich hier und ich habe hier keine Papiermühle. Weil geht ja nicht, der wäre sonst doof. Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Eigentlich müsste ich schon die Papiermühle, wenn, dann hier oben hinsetzen, aber es geht nicht. Ich habe gerade überlegt, wie ich das irgendwie ein bisschen hinkriege. Dass die Lehmschöpferei und die Papiermühle am selben Ort wären. Oder ungefähr am selben Ort, im Einflussradius. Am besten will es klappt nur hier oben. Wenn ich sie oben mache, geht mir hier oben der Platz flöten. Außer ich mache das Teil wirklich hier. Würde eine Route hier rüberziehen und so. Hast nicht gesehen? Nee, komm. Auf die Papiermühle, hier wegen Optimieren kann man sich das vielleicht mal überlegen noch. Ansonsten, nee. Nutzpflanzen farmen. Produktivität plus 25%. Das wäre eine schlechte Idee. Mückennetz. Nutzpflanzen farmen sind eigentlich halt die Dinger hier. So, also, dann haben wir die hier. Ich glaube, die lassen wir mal so, weil die sehen gar nicht mal so schlecht aus. Es mangelt an Arbeitskraft. Die andere Frage ist, wir haben jetzt den hier. Die Der Menschen lassen sie hochleben. ein bisschen was hätte er noch, aber was würde ich da... Ne, da wäre doof. Jetzt bin ich eigentlich hier schon. Kann theoretisch den dahin platzieren. Natürlich die Dinger, die relativ viele Felder brauchen. Die Frage ist ja mit dem hier. Jetzt habe ich den hier hingesetzt, aber eigentlich hinter mir Platz weg. Ich kann direkt so gut hier hin platzieren. Und tanze nur das mit dem Scheuslich. Mit dem Scheunentor, so.
Eigentlich nur das Item. Schleuse. Wieso Scheune? Schleusenscheune. Eine Schleusenscheune ist auch ein schönes Wort. Kannst du den jetzt hier umplatzieren? Zum Beispiel hier unten. Ich hätte nichts gegen ein paar Helfende. Ja, ich weiß, dass du nichts dagegen hättest. Also hier gucken. Dann hätten wir das hier schon mal getan, soweit. Interessant, interessant. Wenn ich jetzt hier mit dieser Wasserleitung jetzt sage, ich möchte die gerne irgendwie anders platzieren. Ja, Moment, das könnte man sogar machen. So, das muss sein, Freunde, das muss einfach sein. So pingelig bin ich leider. Sorry. Ich den jetzt dahin mache. Was reden hier? Gucken in den Wäldern. Natürlich nicht alle erwischt, aber ganz ehrlich. Einfacher machen, immer ganz kurz weg, weil irgendwie gefällt es mir gerade optisch. Ja, ein bisschen weit weg war. Komm. Den nehmen wir weg. Die beiden auch, weil nicht produktiv waren. Und dann einfach hier. So, zack. Das Problem gelöst. Dann gehen wir hier oben weiter. Beziehungsweise können hier oben weitergehen. Der hier, ja eben so, das ist das Problem, das funktioniert so nicht. Ich könnte ihn auch direkt hier hin platzieren. Hier sage ich mal, lassen wir es so. Sieht hier irgendwie auch ein bisschen creepy aus, aber gut, ich lasse es mal. Ich kann hier nochmal eine Polizeiwache hinstellen. Wird zwar auch hier gehen, aber dann machen wir mal hier unten. So, fehlende TEF-Felder. Ich weiß. Die kommen gleich, keine Sorge. So, gucken, wie ich das jetzt am besten hinkriege. Jetzt habe ich hier einfach einen Platz, der nicht genutzt ist. Moment, das gefällt mir doch nicht. Ganz kurz so. Dann kommen die drei hier weg. Zack, zack. So. Alle optimiert. Ist kaum Wasser. Dann kannst du die hier noch haben. Das sehen eigentlich nicht. Nehmen wieder Platz weg. So. Dann würde hier eine Straße durchgehen und hier eben noch ein Wasserweg. Aber eine ganz normale Wasserader. Dann wird das eigentlich schon reichen. Dafür brauchen wir einen Kanal. Warum kommt niemand, um unsere Waren zu holen? Weil ich, Idiot, einen Fehler gemacht habe. So einfach ist es. Ganz so einfach ist es. So, Moment. Alles schön optimieren. Vielleicht nicht unbedingt so spannend, das gebe ich gerne zu, aber es ist halt etwas, was es doch
auch notwendig ist. So. T-Farm hier wieder optimiert, alles perfekt. So. Dann stimmt es hier auch wieder. Hier haben wir die Lehmziegelding, die funktionieren für sich alleine. Hier haben wir die ganzen Flachsfarmen. Perfekt. Man sieht es auch hier, alles soweit gut. Dann haben wir eben immer noch ein bisschen zu wenig Arbeiter. Kein Problem, können wir alles managen. Aber fürs Erste jetzt mal so. Sieht hier soweit eigentlich auch soweit gut aus. Ich habe die ganze Unterstützung durch die und die und die. Das funktioniert auch. Trockenhaus, aktuell 4 Stück. Da kommen gleich welche dazu. Stickereien sind es 8. Leinwebereien 4. Das Verhältnis funktioniert. Hier haben wir Tiffmühle, da ist so, auch mit der Wattküche und so. Watt. Moment, wir haben Gewürzmehl generell keines vorrätig. Hummer haben wir irgendwie relativ viel. Gewürze geht so. Indigo stört mich ein wenig, dass wir da so wenig haben. Okay, Gewänder gehen wieder hoch, das gefällt mir. Ja, Keramik geht da runter, muss also gleich angucken. Trockenfleisch, haben wir schon auf 0 runter. Dann reklamieren natürlich alle, ja, da ist verständlich. Okay, das geht also so nicht, das heißt, ich brauche hier noch ein paar mehr. Eigentlich ist relativ klar, hier vom Aufbau. Im Prinzip ein Trockenhaus gleich eine Saline. 2 Sanga-Farmen für ein Trockenhaus. Das stimmt jetzt zwar jetzt so generell nicht mehr, wir sehen es ja hier. Jetzt nur in Anführungszeichen, nur 2 Sanga-Farmen, aber halt überall die Silos dran. Das ist die Produktivität höher, aber ich muss ein bisschen im Auge behalten. Momentan ist es noch gut, aber es kann sich ja auch schnell ändern. Genau mit den Salinen, da wir jetzt irgendwie nur 3, da werde ich mehr brauchen. Kann ich eigentlich jetzt schon mal machen. Ich habe jetzt hier der Reparaturkran im Weg, deswegen muss ich ein bisschen weiter weg versetzen. Ja, und hier vor allem Trockenhaus braucht es mehr. Da ist leider ein Fakt, den ich nicht weiter ignorieren kann. Es tut mir leid, liebes Spiel. Damit das Ganze funktioniert, brauche ich dementsprechend natürlich auch mehr Leute. Schillert die Brust des Papageis rot? So. Jetzt habe ich hier sogar ein bisschen sehr wenig, aber es sind überall auch irgendwie nur 9 von 10 drin. Müsste doch eigentlich gleich wieder relativieren, oder? Ganz kurz An der Tür steht kann. frischer Tee, wenn du möchtest. Nee, danke, ist cool. Hast du dich schon einmal... Ich pause die mal ganz kurz. Damit wir ein paar mehr Arbeiter haben. Oh je, oh je, oh je. Ich mache jetzt echt die ganze Folge nur dran, um das zu optimieren. Ich glaube, das ist ja nicht die Ziegenfarm. Ja, mit Ziegenfarm sieht es, glaube ich, gut aus. Gewänder kommen wieder. Die Leinen sinken. Na gut, schlussendlich muss einfach irgendwie aufgehen. Der Rest ist relativ gleichgültig. Jetzt sehen wir die Teppiche wieder. Da haben wir jetzt irgendwie vielleicht ein Update gegeben bei 1800, wodurch plötzlich die Ressourcen alle wieder viel krasser ausfallen. Das ist ja unglaublich, ey. Mehr Hirtenhäuser bauen. Die Frage ist, ob das wirklich das Problem löst. Ich meine, primär vielleicht schon, aber die haben natürlich auch Bedürfnisse und wollen gefüttert werden, haben Hunger und so.
Gib mir nur eine Minute, um mein Werkzeug in Ordnung zu bringen. Nein, ich... Ich habe echt nur eine einzige Teppichknüpferei. Ah! Und du auch noch Flachs, Diese wa? Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Hätten wir das Problem eigentlich soweit gelöst. Leinsamen, du. Die Frage ist, Leinsamen, kann das irgendwie noch optimieren? Wenn ich irgendwie ständig neue bauen muss, weil ich mir langsam ein bisschen auf den Sack. Ja, mit dem Traktor. Nee, ich hasse den Traktor, ganz ehrlich. Generell eine coole Idee, aber dass ich dafür halt die Baukosten noch habe und so nachher mit Öl versorgen muss, das ist einfach scheiße. Das gefällt mir nicht. Nein, ich finde das scheiße, Mann. Wir machen natürlich jetzt Indigo für die beiden, wa? Ja, das war klar. Und im Bücher haben wir offenbar immer noch genug. Wo sind eigentlich die Keramikdinger hin? Wer ist hier bitte schön für Keramik zuständig? Bitte melden Sie sich. Der muss schon irgendwo hier sein, oder? Nee, auf dieser Insel ein. Dankeschön, willst du mir mal anzeigen, wo sie ist? Ah, da. Hab ich auch noch hier. Kommt auch Food. Alles Food. Ja, kannst du doch hier ein bisschen expandieren, weiter nach oben oder so. Egal. Ja, gut, Keramik. Soweit klar, hä? Brauche ich auch Ton. Dann natürlich das kleinste Problem. Generell natürlich ein Problem bei der Keramik ist, dass wir eben generell auch mehr Leute haben. Ist attraktiver geworden. Dankeschön. Deswegen einfach auch mehr brauchen. Nur eben muss es ja auch im Verhältnis zueinander stimmen. Wenn ich hier halt da mit dem Indigo ein bisschen Probleme habe. Ein neuer Auftrag? Ich meine, da komme ich jetzt mit 28 Indigo und denke mir jetzt natürlich so fürs Erste. Hübsch. Konsulat der Kronen in Besa. Ja, einen diplomatischen Austausch und so. Ach ja, in Besa, dass es auch fertig geworden ist. Sehr schön. Moment. Wo war ich stehen geblieben? 12 Transporter. Ja, da ist bewusst. Sollte eigentlich nur für einen kurzen Moment sein. Keramik, genau. Ich brauche einen zweiten davon. Generell mal gucken, wenn ich den habe. Indigo Farm. 2 Indigo Farm für eine Keramik-Ding. Super. Das heißt, wenn ich den jetzt hier baue, Ich möchte das... mache 2 Stück davon und brauche dementsprechend 4 Indigo Farmen. Wir haben momentan nur eine Teppichknüpferei. Das gleiche Prozedere 2. Ich werde gleich aber einen zweiten noch brauchen, nachher sind es also 4. 4 Indigo Farmen hierfür. Und 4 hierfür. Macht insgesamt 8, weil für was anderes brauche ich Indigo momentan ja nicht. Ne, falsch, war natürlich hierfür noch. Hier ist zwar 1, 2, 1, okay. 4, 5, 6 sind es dann. Moment. 4. 8. 10, okay. Ich bräuchte also 10 Indigo-Farmen. Und lass mich raten, ich habe bei weitem nicht so viele. Schön, ich habe nur 4. Hey. Nein, nichts werden, gut. Ne, ich glaube, dafür war doch irgendwie ursprünglich sogar der Gedanke, dass ich hier oben eben auch noch Indigo hätte. Ich habe es zwar nie gebaut. Ich habe eine Ziegenfarm, ich habe eine Imkerei. Das ist natürlich schön.
Ein Wer die eigentlich nährt? Silberstreif. Gar nicht. Warum kein honigsüßer Streif? Weiß ich doch auch nicht. Okay, heißt, ich brauche dringend mehr Indigo. Man sieht hier, ich kann hier eigentlich mehr Indigo machen. Ich habe hier 4. Mehr geht halt nicht auf der Insel. Weil es ist relativ klein und ich habe sonst noch hier überall. Das ist die einzige Insel, wo ich Chili anbauen kann. Ja, Mann, ey. Dabei wollte ich mich jetzt eigentlich um was anderes kümmern. Und jetzt kommt die Scheiße an. Ich könnte wetten, du steckst mit dem Königshaus unter einer Decke. Ja, natürlich, so sehe ich auch aus. Was soll der runter hier mit dem. Was ist jetzt wieder? Schon das Trockenfleisch. Wollte mich eigentlich verarschen. Ah, jetzt gehen die Sangekühe zurück. Ja, super. Oh Mann, nee, das ist doch. Das ist echt ein zweischneidiges Schwert. Weil viel mehr bauen kann ich irgendwie nicht. Das heißt, ich muss jetzt hier überall neue Dinger bauen, damit es wieder funktioniert. Dann haben wir da genug Arbeitskräfte. Ja, schön. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Auch nur, weil ich halt die jetzt gestoppt habe. Ich habe viel zu viele Ältesten-Arbeitskräfte. Also viel zu viel in Anführungszeichen. Aber ich brauche die auch, weil ich brauche die Kohle. Ich muss von irgendwas leben. Oh je, Freunde, ich glaube das nicht. Der wird uns auch nächste Folge auch noch begleiten. Und man sieht es auch hier, wobei jetzt ist er bei 10. Gut, vielleicht steigt er jetzt wieder langsam rapide. Vor allem mit den Ältesten, weil die brauchen ja hoffentlich auch weniger zu fressen als die Alten. Viskus ja auch schön. Ja gut. Also lasst das mal fürs Erste. Vermutlich muss ich hier mit den Kühen und dem Salz noch nachlegen. Das könnte gut sein. Haben wir hier oben diejenigen. Fasika ist in der Stadt. Da haben wir auch gesehen, dass eben Wandteppiche und Keramik zurückgeht. Das hier wird zwar schon gemacht, aber muss noch ein bisschen weiter vorpreschen. Ich könnte zwar eigentlich auch mal bessere Straßen bauen, wa? Den schnelleren Warentransport. Von den Kosten her geht's eigentlich noch. Ja, Freunde, wir machen mal neue Straßen. Und daneben muss ich auch ein bisschen gucken, dass ich Deine noch Truppe ist ganz schön auf Zack. Kohle reinkriege, weil ganz ehrlich, hätten wir das Anteilseinkommen nicht, was irgendwie momentan bei 20.000 ist, die hat irgendwie gar nichts mehr. Klar, wir haben überall ein bisschen was. Allein die königlichen Steuern sind so viel, Handelsschiffe, Kriegsschiffe, Unterhalt. Ja, hat halt alles auch ein bisschen mit dem Optimierungsfaktor noch zu tun, ne? Vergessen wir das nicht. Aber ist halt so, sobald du halt irgendwo wieder sagst, okay, jetzt brauchen ein paar neue Einwohner, zack, brauchst du plötzlich wieder neue Güter. Ich fürchte, wir sind momentan an einem Punkt angelangt in dem Weser, was es so einen Punkt gibt, sag ich jetzt mal, so von wegen, hey, pro 1000 Einwohner brauchst du so und so viele. Und sobald du mehr als 1000 hast, zack, brauchst du halt wieder das Doppelte an Produktionsstätten und so. Ist doch immer das Gleiche, Freunde. Ist doch das Gleiche. So. Der kann eigentlich hier hoch. Und dann können wir den hier bauen. Den aktuell noch pausieren, damit ich weiß, was ich da in Zukunft noch oder beim nächsten Mal geplant habe. Was für eine schöne Straße. Lalalala. So. So einmal dazu, wa? Wie wir generell mit dem Besen noch weitergehen. Ja, das wird eine ganz andere Frage sein. Der wir uns nächste Folge stellen werden, Freunde. Gehe ich erstmal hier rein. Sage vielen Dank fürs Zusehen und wir gucken uns eine neue Straße an, damit ich was fürs Thumbnail habe. Aber wieso sind die grün markiert? So. Sind das seine grüne Straßen? Nee. Oh, richtige Straßen, keine Wege. Schöne Straße. Schöne eckige Straßen.
Na, Esel, Entschuldigung. Ja, gar kein Ekel. Gar kein Esel. Keramik, Keramik. Ja, kann sagen, was du willst, Freunde. Das ist der Weihnachtsmann. Ich würde sagen, schöne Straßen. Das sind ja seine Straßen, nicht wahr, Kleiner? Kleiner? Oh Mann. Bis nächstes Mal. Bye, bye.